Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Channel. Eine nächste Rauhnacht steht an und ich möchte natürlich jetzt auch ein bisschen über diese reden, beziehungsweise wieder mit zwei Runden herausfinden, was ist der Knackpunkt bezüglich des Themas, was anliegt. Nachdem wir jetzt ein paar Nächte lang uns vorbereitet haben und auch zurückgeschaut haben, haben wir heute den ersten Blick auf die Zukunft. Aber immer noch mit diesem Aspekt nicht unbedingt dessen, was zurückliegt, sondern was man jetzt hat. Das heißt, wir haben eine erste Idee, wo wir hin möchten. Wir haben Ideen, was Ziele vielleicht betrifft. Und insofern stellt sich jetzt die Frage, gibt es noch irgendetwas, was uns zurückhält, um dieses Ziel auch jetzt anzustreben und diesen ersten Schritt durch diesen Torweg zu machen, um eben halt in Bewegung zu kommen. Okay, denn wir können uns sehr viel wünschen, aber einen Teil Arbeit müssen wir ja schließlich auch tun in dem Ganzen. Und das ist eigentlich jetzt die Frage. Das heißt, weniger im Sinne von, man hat sich angeschaut, was kann ich von früheren Erfahrungen mitbringen, aber wenn ich jetzt im Hier und Jetzt bin und ich blicke auf die Zukunft, was benötige ich hier jetzt nicht mehr, um eben diese Schritte zu machen. Und insofern, das betrifft nicht nur Glaubenssätze, die man loslassen kann. Natürlich, es geht auch darum, aber vielleicht gibt es auch materielle Dinge, die ihr nicht mehr benötigt. Ich gebe ein sehr banales Beispiel. Stellt euch mal vor, über die Zeit hinweg seid ihr selbstbewusster geworden und habt euch andere Kleidung angeschafft, weil ihr euch darin jetzt besser fühlt und schöner fühlt oder was auch immer. Und dann stellt sich die Frage, muss ich wirklich jetzt die alten Klamotten noch alle im Schrank behalten oder kann ich die jetzt loslassen, um eben diesen Platz zu schaffen, um neue Kleidung oder einfach um den mal auszulüften, weil jetzt habe ich die alten Kleider drin, ich habe die neuen Kleider drin und ich finde mich in den neuen nicht wieder, ich finde die nicht wieder, weil die alten dazwischen hängen. Also vielleicht, das ist so ein Ding. Das kann sehr vieles sein. Das können Bücher sein, die man vorher gemocht hat und wo man sagt, ja, nee, die passen aber jetzt nicht mehr zu meiner Denkweise und die man loslässt. Also es kann Materielles sein, aber es kann natürlich auch eben halt Charaktereigenschaften sein, wobei es wichtig ist, dabei dankbar damit umzugehen. Es ist nicht, weil man sie jetzt nicht mehr benötigt, dass sie vorher nicht irgendwo einen Nutzen hatten und nützlich waren, egal ob das eben jetzt Bücher waren, Kleider waren oder Glaubenssätze. Irgendwo haben wir sie in einem gewissen Sinn benötigt und es geht jetzt einfach darum zu sagen, okay, jetzt, da ich merke, dass ich sie nicht mehr für meinen nächsten Schritt benötige, darf ich das auch loslassen. Ich kann das opfern, insofern also nicht im Sinne von, dass ein Opfer etwas Schmerzhaftes immer sein muss, sondern man kann sich Raum schaffen, sage ich. Also werde ich jetzt mal, wie auch vorher schon, meine erste Rune ziehen, die jetzt diesen Aspekt davon betrifft und dann die nächste Rune wird dann für den April. Die Rune, die ich gezogen habe, ist Perth oder andere nennen sie Partro. Wie ich schon erklärt habe, es gibt bei vielen Runen mehr als eine Art und Weise, sie zu benennen, aus den Regionen heraus und so weiter und so fort. Für mich ist diese Rune mit einem Satz verbunden. Erstens kommt das immer anders und zweitens sagt man denkt. Wenn ich das jetzt zu dem Thema aufgreife, von wegen Dinge loszulassen oder was steht uns im Weg, was ist jetzt noch störend, um den nächsten Schritt zu machen, könnte das eine Warnung sein, die Dinge nicht zu vorschnell wegzuschmeißen. Also sagen wir mal so, anstatt zu sagen, das behalte ich, das schmeiße ich weg, mach mal 2 Häufchen aus dem, das schmeiße ich weg. Ehe ihr es wegwerft oder weggibt, wirklich noch einmal darüber nachzudenken, ist es wirklich
das, was ich nicht mehr benötige, oder muss ich meinen Blickwinkel ändern, weil es trotzdem noch irgendwo passt oder noch irgendwo sinnvoll ist, weil ich nicht alles davon gelernt habe. Denn sonst könnte es mal sein, dass die Rune hier irgendwann so, dann sagt man, jetzt habe ich das Falsche weggeworfen. Also es ist zwar, sehr oft wird sie mit Glück in Verbindung gebracht, aber ich sehe da eher Wunjo als Glück. Aber hier geht es vielleicht auch eben, wie gesagt, um dieses Glück kann sich sehr schnell wenden. Und man sollte bedacht mit dieser Situation umgehen, von wegen, dass es jetzt Dinge gibt, die loszulassen. Sie sind loszulassen. Also wenn man darauf verharrt, funktioniert es nicht. Aber vielleicht geht es darum, die Dinge anders zu betrachten und nicht alles gleich wegzuschmeißen, sage ich mal so. Also wirklich das Ganze ein bisschen bedachtsamer anzugehen und sich vielleicht in dieser Nacht wirklich die Zeit zu nehmen. Okay, ich sag mal so, wenn es jetzt um Kleidungsstücke geht und ihr habt jetzt 10 Kleidungsstücke rausgeräumt, dass ihr sagt, ich gebe jetzt die Hälfte davon weg. Aber setzt euch vielleicht einen Termin, dass ihr sagt, Mitte des Jahres oder April, wenn ich dann wirklich den Rest nicht brauche oder merke, dass ich es nicht gebraucht habe, die Bücher oder die Kleidung oder was immer es ist, dann werde ich es auch dann weggeben. Das heißt, setzt euch vielleicht so einen Termin in diese Sache rein. Dann, was betrifft der April selbst. Der April selbst, dazu gibt es die Rune Evas. Evas hat sehr viel mit Bewegung zu tun. Das heißt, sie ist die Rune vom, wenn ich das jetzt so sage, fällt mir gleich ein, zähl mir keines vom Pferd, nein. Aber sie ist die Rune des Pferdes und steht für die Kraft und auch die Bewegung. Also das Ganze in diese Richtung zu bewegen. Es kann also sehr gut sein, wenn ich es jetzt betrachte, wie der Weg sich macht, auch was die Zukunft betrifft, dass die richtige Bewegung wirklich erst im April dann reinkommt. Also man macht seine ersten Schritte, man macht seine Ziele, aber wirklich, dass das Ganze ins Rollen kommt, das könnte erst ab April sein. Und ihr könnt ja auch die Runen, wenn ihr euch etwas weiter damit befasst, könnt ihr die ja auch benutzen im Sinne von, wenn ihr sagt, okay, im April komme ich noch einmal zurück auf die Rune, dass ihr sie dann als Talisman tragt, dass ihr sie bei euch tragt, sie euch aufzeichnet, was immer für euch passt, um sie auf diese Art und Weise wirklich in diese Energie einzugehen und mit dieser Energie auch vielleicht bewusster zu arbeiten. Also noch einmal die beiden Runen im Sinne von, es kann um Dinge gehen, die unvorhergesehen sind und deswegen sollte man sich ein bisschen Zeit lassen bei dem Planen und auch ein bisschen Zeit lassen, wenn die Sachen nicht gleich ins Rollen kommen. Das heißt, dass man eben, wenn ihr zu schnell vorprescht, dann könnte etwas Unvorhergesehenes im Wege stehen und es hat ja keinen Sinn, mit dem Kopf in eine Wand zu rennen, auf die ihr nicht aufgepasst habt oder die ihr gar nicht mit in Betracht gezogen habt. Wenn ihr die Sache etwas langsamer angeht, dann kommt die Sache automatisch späterhin ins Rollen und ohne dass ihr euch dann weiterhin anstrengen möchtet. Ich habe jetzt hier nicht so viel, das ist mir gerade aufgefallen, was die Nacht selbst betrifft. Wenn ihr euch mit etwas in Verbindung setzen möchtet, könnte das zum Beispiel Skuld sein, also die Norne, die eher für die Zukunft steht. Aber dadurch, dass ich ja auch die Evas-Rune gezogen habe, wer mit Krafttieren arbeitet, kann sich mit dem Krafttier des Pferdes in Verbindung setzen. Was Gottheiten betrifft, entweder die keltisch-römische Göttin Epona oder wer sich mit den walisischen Gottheiten befasst, natürlich dann Rhiannon. Das könnte in die Richtung gehen, die dann in dem Moment passt. Wie immer hoffe ich, dass ihr etwas mit auf den Weg nehmen könnt und bedanke mich und freue mich auf das nächste Video und auf das nächste Wiedersehen.